Und darum habe ich auch mal die Story gebracht oder ein bisschen darüber philosophiert, dass ich es eben auch so wichtig finde an dieser Stelle, dass man das nicht forcieren muss natürlich, weil man sollte irgendwie nie etwas erzwingen müssen, aber es kann schon ein bisschen ein Vorstoß oder ein Vorsatz kommen von denen, eben, wer auch immer sich jetzt auch angesprochen fühlt oder auf der männlichen Seite, wo halt findet, hey, ich und meine Homies sind im Studio und es sind dann immer andere Männer, die dort dabei sind, dass man schon den Vorsatz nehmen oder den Vorstoß, dass wenn man im Kollegenkreis auch Kolleginnen hat, wo vielleicht einfach noch nicht den Bezug irgendwie aufgebaut haben zu so einem Studioleben, aber das eigentlich gerne mal würden testen, dass man das auf jeden Fall irgendwie, dass man so Signal irgendwie versucht aufzugreifen und vor allem, wenn man halt ein Studio dann vielleicht hat, auf der männlichen Seite, dass man das aufgreifen tut und auch mit diesen Frauen mal ins Studio geht und mal schaut, was dort stimmlich irgendwie kann passieren, weil dort eben all die 6 oder 7 Beispiele, die ich am Anfang gemeint habe, die ich jetzt im letzten Jahr so ein bisschen kennengelernt habe, vor allem durch den Podcast oder durch meine eigenen, wenn ich da durch New Releases durchforste, jeden Freitag, wenn ich die amigs gefragt hätte, jetzt glaube explizit, aber die Frage habe ich halt amigs nicht gestellt, aber ich denke jetzt rückblickend, wenn ich die gefragt hätte, hey, hast du ein Studio, wo du Musik machen gehst, hätten die wenigsten von diesen 6 oder 7 Frauen mir gesagt, ja, sie sind mit dem und dem vernetzt und sie haben das und das Studio zur Verfügung und können immer dort rein. Bei den Buben wiederum, im gleichen Alter, auf dem gleichen Level, auf dem gleichen Künstlerlevel, die können wir dann meistens gerade ziemlich schnell und auch schon nach 1-2 Songs, die sie released haben, sagen, ja, ich bin bei dem und dem im Studio und der ist der DJ von dem und dem und der ist der Produzent, der mit dem und dem schon zusammen gearbeitet hat. Und bei den Frauen passiert das nicht so oft, denke ich, dass das Feedback gerade zurückkommt. Und vielleicht muss man dort diese Brücke versuchen zu schliessen. Ich sehe jetzt in gewissen Kantonen passiert das, dass gewisse Künstler, Label-Kollektiv oder so Kollektivgruppen, wo irgendwie vielleicht schon ein Independent-Label haben oder dann so mehr in einer Gruppe arbeiten, von so einem Camp, wenn man es jetzt so sieht, dass jetzt das ein oder andere Mal auch passiert, dass man dort Frauen reinlässt, blöd gesagt. So. Und ich muss jetzt da an der Stelle natürlich nicht sagen, dass das irgendwie soll mehr passieren, hoffentlich in Zukunft. Und das klingt ja auch mega dumm. Ich weiss, dass das mit dem Reinlassen oder so. Aber für mich fühlt es sich ja meistens auch noch so an, dass ich nicht auf vielen Rosters, also Künstler-Rosters, wenn ich so Labels betrachte auf YouTube oder so, Label-Channels, dass ich halt dort nicht viele Frauen gesehen im Roster, die gesigned sind bei diesem Label oder mit dem Camp zusammenarbeiten. Und dass ich schon finde, dass, klar, es sind jetzt wenig noch im Moment weibliche Stimmen, die Mundart verfolgen, aber dass ich schon auch herausfinden, wie man die Anzahl einfach grösser machen kann oder fördern kann. Und der Appell, sage ich mal ein bisschen, oder eben der Vorsatz, würde ich meinen, für eher die männlichen Zuschauer, weil ich auch weiss, da beim Cola-Podcast in den Analytics, dass halt mehr männliche Zuschauer zuschauen im Moment als Frauen. Es gibt ein paar Frauen, die den Content auch interessiert und ich freue mich auch immer, wenn ich das eben auch selber ausbalancieren kann, weil ich das versuche, so gut verständlich für alle zu machen und so willkommen für alle zu machen. Aber wenn jetzt da mehr männliche Zuschauer jetzt im Moment aus der Natur raus einfach zuschauen, würde ich das sicher als einen der Vorsätze nehmen, getraut euch auch auf eurer Seite mehr halt
auch mal mit Frauen können Songs zu testen, beziehungsweise, also was heisst testen tönt so trocken, aber dass man halt auch mal wagen und nicht halt nur sein Homie aufs Feature tut, sondern wenn man halt eine Kollegin hat, wo vielleicht auch sich interessiert zum Singen oder Rappen oder was auch immer zu machen musikalisch, vielleicht ist sie auch Musikerin und spielt das Instrument und will das auch mal in einem Studio-Setup ausprobieren, dass man das auch mal ruhig kann, mehr in die Richtung gehen und das auch wagen kann, dann auch mit diesen Kolleginnen im Umfeld etwas zu machen. Und nicht nur immer mit den Homies oder mit seinen Boys. So, das, was halt dann auf Instagram, ich versuche jetzt da ein bisschen Instagram-Slang mit reinzubringen, aber me and my boys in the studio oder in the stew. Das, weil ich habe schon das Gefühl, dass es Frauen gibt, die sich für Mundartmusik interessieren. Es sind jetzt im Moment vielleicht noch nicht genug für meinen eigenen Geschmack jetzt. Ich würde halt gerne mehr weibliche Stimmen hören, die Mundart verfolgen. Aber ich glaube, es sind ein paar da und es werden halt mit der Zeit auch immer mehr, die vielleicht auf die Idee kommen. Und vielleicht muss die Vernetzung halt einfach oder eine Unterstützung da sein von der männlichen Seite, wo halt jetzt im Moment ein bisschen etablierter ist im Mundartbereich. Das ist halt einfach jetzt der faktische so oder statistisch. Ich sage nicht, dass ich das gut finde oder so. Das ist jetzt einfach der Status quo, dass es halt mehr Männer gibt im Mundartbereich. Beträchtlich mehr Männer, also irgendwie 90% zu 10% ist das Verhältnis so, nach meinem Gefühlswert. Und ich sage jetzt auch nicht, dass ich das cool finde oder so, aber weil es so ist jetzt, weil das der Status quo ist, sage ich halt eher, dass halt vielleicht auch die Männerseite jetzt ein bisschen muss sensibilisiert werden für das, oder gewisse überlegen sich das natürlich schon. Ich will jetzt auch nicht so tun, oder es gibt zu Recht auch Zuschauer, männliche Zuschauer, die da jetzt zuschauen und finden, nein, aber ich bin das ja schon am Versuchen. Ich bin da mit Frauen am Schreiben und versuche mit denen im Studio Kollaboration aufzubauen und so. Und das weiss ich alles, dass das entsteht. Ich sehe auch gewisse Mundart-Tracks von Newcomern, die rauskommen, wo coole Mann-Frau Kombinationen gemacht haben in den Vocals, dass irgendwie die Frau die Hook übernimmt und eine Bridge oder ein Verse-Style und halt Kollaborationen halt entstehen zwischen der Mann und der Frau. Und dass schon ein paar gelungene Songbeispiele so entstanden sind. Also es gibt da auch sicher Männer, wo das schon verfolgen oder schon in der Vergangenheit verfolgt haben. Aber ich denke auch, es kann sicher auch noch mehr sein. Es kann sicher auch noch mehr sein, dass man sich denkt, jeder hat halt im Umfeld einen Kollegen oder eine Kollegin, eben, egal ob Mann oder Frau, wo vielleicht irgendeinen Bezug aufbauen will zur Musik oder vielleicht schon einen Bezug hat durch Musikunterricht oder vielleicht durch ein Instrument, das man spielt oder eine Stimme, wo man gut kann nutzen kann. Oder man sieht zum Beispiel jetzt eine Frau, die auf Instagram irgendwelche Covers macht von englischen Songs. Und ich würde mir halt wünschen, dass auch die Männerfraktion, vor allem bei den jungen Leuten, eben, vor allem die jungen Zuschauer von dem Cola-Podcast, dass sie sich auch mal wagen, dort die Frauen anzuschreiben oder mit denen zu connecten und dann aber auch wirklich aus dem Grund, um mit ihnen Musik zu machen und nicht connecten, wie das die Jugend heutzutage mit Instagram, Snap und TikTok und all dem macht, um privat irgendwie zusammen cool zu sein. So, ich rede jetzt da wirklich rein von musikalischen Connections, die sollen aufgebaut werden, und ich schaue das halt wirklich auch sehr trocken und wissenschaftlich an, dass ich halt einfach herausfinden will, wie vielleicht mehr noch die Dynamik entsteht, dass halt mehr Frauen Lust haben, irgendwie Mundart zu machen. Und ich denke sicher, ein Weg führt halt durch das, dass
dass Frauen vielleicht halt mehr in den Studio-Lifestyle sollten eingeladen werden von der Männerfraktion, wo halt vielleicht schon so den Studio-Lifestyle hat. Weil vielleicht kann man dann wie so ein bisschen beobachten, jetzt im Moment noch, dass die Frauen das eher so ein bisschen solomäßig für sich machen, im Homestudio oder ein bisschen bei sich daheim. Und dass gewisse 18-Jährige auf der Männerseite schon viel weiter sind von Anfang an, weil sie halt schon viel mehr so Blaupausen haben, Blueprints von anderen Mundartbeispielen, wo sie sehen, mein Homie, der ist jetzt schon bei 2000 Monthly Listeners oder 5000 Monthly Listeners und der hat es so und so gemacht, ist in das Studio gegangen, hat von dem Beats geholt und so ist das nachher entstanden. Und ich glaube, es kann nur ein Plus sein, oder die Schweizer Musikkultur, die gesamte Musikkultur kann nur gewinnen, wenn da auch mehr Frauen Interesse bekommen an dem Studio-Lifestyle und halt connecten mit diesen Leuten und überhaupt wissen, wer ist, wer die gleiche Mission hat wie ich, ob das jetzt andere Frauen sind, die auch den gleichen Style verfolgen oder so eine Stilrichtung, musikalische Stilrichtung, oder halt auch Männer, von denen es jetzt halt einfach ein bisschen mehr gibt im Mundartbereich, die das schon früh machen, in den jungen Jahren.